Servus miteinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute mal Weltpremiere, ohne Hut, weil es so windig ist. Und natürlich weiße DJ Ötzi Mütze, passend zum White Line von Spory Archery, zum weißen Bogen von ihm. Um was geht's heute? Heute werden wir das mal wieder ein bisschen weiter treiben. Blind einnocken üben, blind 3 Pfeile hintereinander einnocken üben und das alles so ein bisschen steigern. Da begleitet ihr mich natürlich wieder, wie immer, wir machen ja alles zusammen. Nächster Schritt. Schauen wir mal, was passiert. Viel Spaß bei dem Video. Ja, heute einnocken ohne hinzugucken. Das ist einmal so das, was man als allererstes üben sollte. Und dann gibt es eine kleine Modifizierung. Ich habe jetzt hier Klebeband rumgewickelt, weil ich mir tatsächlich, da ich ohne Handschuh geschossen habe, so richtig schön 4 cm Federkiel durch den Daumen durchgejagt habe und ich schon gedacht habe, so, das war's jetzt. Aber Glück gehabt und ich erspare euch auch die Fotos, weil ich dieses Rumgeheule von anderen auch immer ein bisschen nervig finde, weil mich interessiert das nicht, wie schwer das sie sich verletzen, wenn sie da ein bisschen umeinander spielen. Also, einnocken, ohne hinzugucken. Wichtigste Übung am Anfang bei Speed Archery oder Combat Shooting. Und man ist immer wieder verleitet, dann doch hinzuschauen. Also nochmal von vorne. Guckt immer euch an, knock ein. Und erst wenn er gezogen ist, schaue ich ins Ziel, bam, und versuche dann auch noch zu treffen. Also wieder Blick zu euch, eingenockt, Pfeil stabilisiert, hier mit dem Zeigefinger und dann erst ins Ziel. Wieder fast hingeschaut, so, auf euch, eingenockt, Pfeil stabilisiert, zack. Zu euch geguckt, eingenockt, Pfeil stabilisiert, bam. Zu euch geguckt und immer gleich automatisch auch den Pfeil hier richtig nehmen. Zack, eingenockt, Pfeil stabilisiert, zack. Das mache ich jetzt bis zum Erbrechen heute. Und wenn das funktioniert, kommt der nächste Schritt. Dann nehmen wir 3 Pfeile, ohne hinzugucken. Das mache ich jetzt 200-300 Mal. Und wenn ich der Meinung bin, dass das sitzt, dann geht es weiter. Das heißt, das Treffen ist jetzt noch gar nicht so wichtig. Ich schieße jetzt erst einmal, jetzt hast du schon wieder hingeschaut. Ich schieße jetzt erst einmal auf 6 Meter. Und wie gesagt, und wenn ich mich sicher fühle, dann gehen wir über zu 3 Pfeilen. Und gehen dieses ganze Prozedere, was wir mit dem Spörri, also mit Martin zusammen gelernt haben, nochmal durch, bis ich mich so weit sicher fühle, dass wir einen Schritt weitergehen. Ihr wisst, ich fuchse mich da immer rein, ich bin da ein absoluter Pedant. Deswegen wird das jetzt ein paar Tage dauern. Schon wieder hingeschaut. So, nochmal. Auf euch, Blick zu euch. Pfeil eingelegt. Richtig gehalten, stabilisiert. Bam ins Ziel. Blick zu euch. Und so weiter und so weiter.
Es ist einfach ungewohnt, da nicht hinzuschauen. Das ist echt total krass. La la la. Aber das ist halt das Wichtigste an der ganzen Sache, dass man einnockt, ohne hinzugucken. So, fühlen wir uns sicher genug für 3 Pfeile. Was hat er gesagt? Der erste Pfeil liegt immer oben. So. Der Zeigefinger trennt den ersten Pfeil von den anderen. Und wir machen ein kleines Stegerli, hat er gesagt. Also eine kleine Treppe. So. Und der hier liegt hier im Handballen drinnen. Und versuchen es wieder ohne hinzuschauen. Schon ungewohnter. Schauen wir euch an, damit ich einlege, ohne auf meine Finger zu schauen. Okay. So, erster wieder oben, kleine Treppe, Stegerli. Und dann schaue ich euch dabei an. Es ist schon sehr ungewohnt, ohne hinzugucken. Ohne Knockpunkt. Und vor allem ist man doch deutlich vorsichtiger, wenn man sich schon mal so einen Federkiel durch den Daumen durchgeschoben hat. Und der nächste Schritt ist natürlich dann nicht mehr auf euch schauen, aber ich mache das jetzt, damit ihr auch seht und ich auch die Bestätigung habe, dass ich nicht auf den Bogen gucke. Deswegen schaue ich euch an, aber danach schaut man natürlich ins Ziel. So. Geht schon wieder los mit versehentlich hinschauen. Ja, nochmal von vorne. Fangen wir nochmal an. Machen wir nochmal 3x3 Pfeile. Und üben es bis zum Erbrechen. Weiter geht's. 3 Pfeile, erster oben, Stegerli, Treppal, Streppal. So. Und immer die Pfeile prüfen, weil wenn die Nocke hin ist, könnte es gefährlich werden. Man muss natürlich auch den richtigen Pfeil einnocken. Das ist die nächste Schwierigkeit, wenn man nicht hinschaut. Stegerli. Ja genau, nicht hingucken. Und immer vorsichtig schauen, dass man auch den richtigen Pfeil eingenockt hat, mit dem man dann auch schießen möchte. Und immer hier stabilisieren, weil dann kann er nämlich nicht rausfallen. So, jetzt haben wir nur noch 2, weil einer ist ja schon wieder hier. Langer, langer Weg. Ja, das blind einnocken, das ist schon das Schwierigste an der ganzen Sache. Das hat am Anfang mit Hinschauen so gut funktioniert. Und jetzt hat mit blind einnocken, komme ich mir vor, als wäre ich wieder ganz am Anfang. Tja, ist noch ein weiter Weg, aber den werden wir zusammen beschreiten mit Sporri Archery. Das ist übrigens 42 Zoll und 30 Pfund. Und das Spannende bei den Bögen ist, ich schätze mal, dass der ungefähr bis hier hat er wahrscheinlich, vielleicht, keine Ahnung, 20 Pfund. Und die letzten 10 cm, die haben garantiert nochmal 10, 15 Pfund plus. Das ist halt bei dieser Bogenform so.
Das war doch jetzt ein recht schöner, oder? Ich glaube, der war jetzt fürs Nicht-Hinschauen gar nicht mal so schlecht. So, Spätzchen, das war's mal wieder. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jeden Tag so ein kleines bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie viele 100 Schüsse ich jetzt schon gemacht habe oder wir miteinander gemeinsam hier schon gemacht haben. Aber ihr seht, es geht, es passiert was. Pfeile haben sich auch so ein bisschen rupfen lassen. Im Finger hatte ich einige Federkiele stecken. Darum schießt es immer mit Handschuhen. Gerade wenn es Reiterbogen, Combat Archery oder Speed Archery macht, da ist es alles noch ein bisschen gefährlicher. Ja. Und jedes Mal, wenn es da an eurem Daumen hängen bleibt, dann zupft es halt da ein paar Federkiele raus. Ja, was soll ich sagen? Schaut bei ihm rein. sporryarchery.eu ist unten verlinkt. Kauft kein Klump, da müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.